Wir stellen ich heute für eine Proposition de loi, die wir an den nächsten Tag auch an der Chambre ragin, offiziell, wo es hauptsächlich darum geht, Arbeitsplätze zu protegieren, dadurch, dass der Kündigungsschutz verbessert wird. Das ist aber nur ein ganz kurzes Resümee vom Kehrpunkt vom Gesetz, aus dem sich dann andere Bestimmungen ergeben. Nachher für uns ganz deutlich, Sozialgrundrechte und für uns Priorität für den privaten Benefiz. Und noch Priorität für den fluen Begriff von der Kompetitivität, an dem sich ganz oft nicht ernst verstoppt wie Recherche von Benefiz. Die Logik von der Priorität von der sozialen Rechte ist offensichtlich nicht die Logik von der Beschäftigungspolitik von unseren Regierungen, der Fedrun und noch der Neuer. Die lebt darüber aus, die Leute zu trimmen und zu drillen, zu employabel zu machen, oder dem schrecklichen Begriff von der Lissabon-Strategie employabel zu machen für Betriebe, Kosten von den Arbeitsplätzen aufzusetzen, immer mehr prekär Arbeitsplätze zu schaffen, immer mehr Kadeaux und Entreprisen, wie auch nach für kurzem bei dem Gesetz über den Emploi Jeune. Die allererste Priorität von einer sozialen Beschäftigungspolitik nur der Logik von der sozialen Rechte, die müsste daran bestehen, die bestehenden Arbeitsplätze zu erhalten, also Aufbau von Arbeitsplätzen an Entlosungen mehr schwer, an Medaille jedenfalls zu machen. Und das will man auch betonen, sowohl im nationalen wie im europäischen Niveau. Voilà, ich sollte nicht nach den dritten Teil von der Proposition de loi erläutern. Der nächste Teil geht effektiv immer die neue Definition von Licenciement économique abusif als wir an unserer Gesetzesordnung haben wir schon das Prinzip von dem Abus de droit. Die besteht überall an unseren zivilisierten Ländern, wenn die Rechte hat, wird eine Obligation und eine Responsabilität, und das ist das ewige Prinzip, das nicht, dass ich nicht mehr kann. Auf einer Seite sehen, an die Responsabilitäten, die sind noch verankert an dem normalen Code Zivil. Der nächste Wolle ist, für die Definition mit klar zu machen von einem missbräuchlichen ökonomischen Licenciement. Wir haben den Text als allgemein gehalten, den wir haben am Code du Travail, im Artikel L 124.11, da steht Definition global. Da. Wir wollen nur eine Definition nach der Beisetzen, was den wirtschaftlichen Missbrauch durchstellt. Aber das ist schon interessant, für zu festzustellen, wo wir schon darauf hingewiesen haben, dass auch schon an dem ersten Text auch von socialement et économiquement anormal geschwärzt wird. Du hast auch schon das sozial dran, nicht nur das wirtschaftlich, also das als ein Abus kann da bestehen, wenn den Akt oder ein Licenciement möchte, sozial und ökonomisch anormal ist. Und da das der jetzige Text, und da will man eine Definition haben drin hängen, um zu evitieren, dass das, was geschieht, was schon am Anfang kein richtig Licenciement sind, die normal sind, auf dem Sinn, dass irgendwie ein Betrieb bankrott machen, wenn man nicht entlosen, aber das, wenn die Licenciementen sind, für an der Börse Aktienfalle von Aktien zu stärken, was sie nennen Licenciement purement boursier, wo am Anfang nicht so geguckt wird, wie die Situation am Land ist, mehr für zu gucken, Profit zu ziehen aus den Legislationen, weil sie noch ganz disparat sind, noch an der Europäischen Union, für dann da ein Avantage zu sichern, was dann aber dazu führt, dass die Leute, die da jahrzehntelang, jahrhundertelang vielleicht an einer Entreprise oder Entreprisen, die schon jahrhundertelang zu Lützburg implantiert sind, dass die einfach zu die Sachen zusammenpacken, in ein anderes Land gehen, und nicht und hier Responsabilität, die wir aber als Employer haben, denke, für da auch zu sorgen, dass die Entreprise nicht nur als für hier Aktionären, für hier Benefice, aber auch für Leute, die das schaffen, dass da einen sozialen Tissu ist, wo auch Konsumateure denken, die produzieren, kann ja nicht immer nur produzieren, muss auch nach Verkauf gehen, aber wo die Leute an der Misere losgehen, wo sie bei denen Arbeitsmärkten wie in Loas ja ganz schwer Fuß können fassen.
was den Objet ist vom zweiten Teil von unserer Proposition de Loi. Und zwar wollten wir da die Gewerkschaften neu geben für den Prinzip von der Sicherheit von der Arbeitsplatz mit viel mehr Wirksamkeit können gelten zu lassen vis-à-vis von dem anderen Prinzip von den Herr als Meister aus einem Haus kann auch nur Kompetitivitätsgründe machen, so ein bisschen weiter wollen. Dafür haben wir am Anfang geholten Gewerkschaften neu kollektiv Moyen gehen bei kollektiven Entlosungen bei der Verhandlung von Sozialplänen, auch bei der Hanerfrohung von den Sozialplänen, an eventuell sogar bei der Aufhechtung von Sozialplänen, weil wir meinen, dass Gewerkschaften nicht nur sollen dosi für das, was ihnen proposiert wird, unzuholen, dass Gewerkschaften keine Maschinen sind oder keine Rangmaschinen sind für Sozialpläne auszuhandeln, die ja nur dazu feiern, dass Leute mehr oder weniger indemnisiert gehen. Wir mengen noch, wir schreiben da dran, dass alle Reklassierungsmöglichkeiten müssen können ausgeschöpft gehen, die jetzt an einem Betrieb gibt. Dann soll auch die Verhandlungsfrist auf 3 Monate an der Regel herabgesetzt gehen, für auch zu ermöglichen, während der Frist eine seriöse Expertise mal ausstellen zu lassen von unabhängigen Experten über die wirklich finanziell und ökonomische Situation von dem Betrieb, die betroffen ist, und dann auch, dass so der Kostenpunkt von so einer Expertise gibt an Charge geholt gehen von einem Fonds, an dem alle Patron von der Rabe bezahlen, den auch danach geschärft gehen. Den Experten darf noch weder Betriebsgeheimnis noch Finanzgeheimnis noch Steuergeheimnis entgegengehalten gehen. Sie müssten wirklich können am Dossier gucken, für die reelle Situation von einem Betrieb festzustellen. Voilà, da kommen wir zum dritten Punkt von der Proposition de Loi. Da geht es um die Indemnitäten, die bezahlt gehen auch noch. Die Möglichkeit für Leute anzustellen, die Reintegration, die im Moment schon am Gesetz besteht, wenn ihr nicht losgehen hast, von den Salariés Fred für reintegriert zu gehen. Das ist eine Mesure, die ganz Seelen gebraucht wird. Und da will man die auch valorisieren, dadurch, dass wir eine gewisse Protektion bringen, dass die Leute nicht einfach angestellt gehen und beim Patron dann im Moment auf der schwarzen Liste stehen, aber der ersten Gelegenheit dann hier Plätze verlieren. Man meint auch, dass eine Kollektivresponsabilität von der Patron besteht, vis-à-vis vom Problem vom Chômage. Das war ich so, dass die Gegenteil von dem, was den allen Tag hört. Die Leute sind schuldig im Chômage, und Patron müssen immer mehr die Responsabilität, dann immer mehr dechargiert gehen von allen möglichen Chargen. Dabei muss ich wissen, der Fonds de Chômage als eine Branche von der Sécurité sociale international unerkannt als Branche von der Sécurité sociale, die über Kotisationen bezahlt wird. Heute zu Lützeburg wird sie bezahlt über Steuern. Über Steuern, die hauptsächlich von den Ménagen, von den Haushaltern gedroht wird, über Steuern, über Autossteuern zum größten Teil, über den Impôt de Solidarität, wo die Betriebe nur zu einem kleinen Teil daran partizipieren, aber nicht mehr über eine Patronatskotisation. Die Patronatskotisation hat aber bestanden am Anfang. An die erst 1983 auf 0 aufgesetzt ging. Das war damals schon ein Geschenk, von Patron, was absolut unberechtigt ist. Umso mehr, weil ja auch die Aufgaben vom Fonds de Chômage, überhaupt die Aufgaben auch von der ADEM, werden nicht fallen, man wusste der Chômage. Die kann ja nicht integral verhindert gehen, durch das, was man den 3 ersten Teil vorschlagen. Aber die Probleme, die Wurzeln werden, da muss auch eine öffentliche Arbeitsplatzbeschaffungspolitik kommen. Da muss wahrscheinlich noch dazu kommen, dass die Indemnität der Chômage verlängert gehen,
dass Leiit méi Rechter kreien an sovier an alles dat de Kächtepunkt, a mehr Menge de Kächtepunkt soll net vun denen bezirken, die ma Auto bezuele, méi vun denen, die profitéieren noch vun ihrer ekonomischer Aktivitéit an wie das auch bekannt ist, dass riesig Beneficer man oder wenigstens die Großënnertinnen gëtt absolut kein Ursache fir ze soen Patron missen immer méi dechargéiert gin vun allen Lächten.